So, wie schaut denn aus? Noch mehr Trolle auf Lager? Bock geht nicht drauf. Lesen, die Schrifttafel. Viele Opfer beklagen. Beklage über meine Niederlagen. Ja, so mehr, diese Graubärte. Wo wohnen denn die? Tatsächlich am Arsch der Welt. Deine Höhle? Ja, Freunde, nicht ablenken lassen. So komme ich nie auf ihn. Pass auf, die Map sagt, da bin ich. Weit ist nicht mehr. Oh, da war doch irgendwo die Rede von der Kiste, oder? Wo ich die Lebensmittel liefern soll. Sehen wir es noch nicht. Warte auf meine Quest, wo waren die? Die Favoriten? Scheiße, ich hab keinen Plan, schon. Da waren wir. Hey, das ist ja. Das ist Hochrot, gell? Zu meinen Füßen. Aha. Hochrot haben wir entdeckt und dort die Kisten. Du, oder mal. Gegengift. Die kleine Spende kann ich brauchen. Pass auf, die wollten jetzt, was wollten die haben? Die Vorräte. Welche Vorräte? Mit einem Ziegenbein haben? Na gut. Oder haben das gefallen? Scheinbar nicht. Scheiß drauf. Gespendet habe ich was. Da ist Graubärte, da bin ich. Endlich. Aber hallo, nimm die rustikal. Wolfgar. Die anderen sprechen. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Zeigt es uns, Drachenblut. Gönnt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Demonstriere deinen Schrei. Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren. Also gut.
Ja, Mann. Hat das gefallen schon, oder? Drachenblut. Ihr seid es. Hätten was von den Socken gehauen. Hrothgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hoch-Hrothgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommunizieren wir mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele gegeben, seit Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verlieh. Ob ihr das einzige Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Wir sind geehrt, ein Drachenblut in Hoch-Hrothgar begrüßen zu dürfen. Wir werden unser Möglichstes tun, euch den Einsatz eurer Gabe zu lehren, um damit euer Schicksal zu erfüllen. Das müsst ihr selbst herausfinden. Wir können euch den Weg zeigen, nicht aber euer Ziel. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ja, Mann, Ausbildung selbstverständlich habe ich bereits die das. ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus 3 Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einard wird euch nun Ro lehren. Das zweite Wort von unerbittliche Macht. Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tuum stärker zu bündeln. Ro. Pass auf. Hier lernt man was. Warte, der macht gelernt. Aha. Neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Aber das Lernen eines Wortes der Macht ist nur der erste Schritt. Ihr müsst seine Bedeutung durch ständiges Üben entschlüsseln, um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einard euch an seinem Verständnis von Ro teilhaben lassen. Hey, aber hallo. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tuum meistern könnt. Und jetzt mach ich. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Was für Ziele? Das Ziel? Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Ja, Babe. Geht der Schusslinie. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Verwendet nach Möglichkeit beide Worte. Verwendet Freunde, nach glaubt es. Möglichkeit beide Worte. Verwendet sowohl Wus als auch Ro. Wenn ihr sie kombiniert, nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ja, Mann, was möchtet ihr?
Ja, hab ich den? Hab ich nur einen? Meine Magic, wo waren die? Da war's. Der Feueratem, aha. Bumm, gibt mir Ziel. Aha, so war das gedacht. Ich muss den Schreck gerade ein bisschen auflohnen. Gut gemacht. Wieder einmal. Das war Nummer 2. Sie hat fast auch die Kutte rausgehauen. Einer noch. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Ja gut, warten Sie jetzt mit der Vorstellung. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Lernt das Wort der Macht von Bori. Aha. Na gut, gehen wir in den Hof. Sag mal das Graubärte. Gib bei, wo zum Abräumen. So, das ist der Innenhof. Und der Bori, da ist er. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Wult beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. So, jetzt lerne ich. Was lerne ich jetzt? Wo nicht passt. Der Wirbelwind. Zu Meister Bori. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Jetzt werden Der wir sehen, Wirbelwind-Sprint. wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Ich glaub, den sollt ihr auswählen. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwind-Sprint vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori? Vex! Ja, ich hab nicht so. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor öffnen. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Vex! Oh, Ist das schon alles? Noch Herr Ruppel, einmal. hab noch nicht angefangen. Hab ein bisschen vertippt. Vex! Halt das. Kann dabei wie genauso. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tuum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Nein, wahrlich nicht. Aber ihr solltet euch davor hüten, eure Fähigkeiten stärker als eure Weisheit wachsen zu lassen. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus seinem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Weg der Stimme treu
dann werdet ihr wiederkehren. Zweifelsohne. Das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall. Euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft. Ihr solltet euch darauf konzentrieren, eure Stimme zu stärken. Dann wird euer Weg bald frei sein. Gut. Dann werdet ihr bereit sein für das, was noch kommt. Pass auf. Geplauder. 5. Unser Anführer Partornax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnen kann. Ja gut, Mann. Ich gehe jetzt. Möge der Wind... Und jetzt darf ich noch für die Graubette ein Grab plündern. Gibt Nomad. Oh, lieber gut. Super, gleich mal nicht drüber broten. Oh, Lydia. Bitte steht dir doch nicht gerne. Er schlägt doch immer. So, pass auf. Das Horn von Jürgen Windrufer. So, jetzt gehen wir. Wo gehen wir jetzt hin? Fralia. Den muss ich noch besuchen, gell? Dort müssen die Kemato niedermetzeln. Oder schon hinten? Noch nicht, gell? Runils Tagebuch. Ja, ich sag mal, ich geh um. Mach den Kemato geholt.